Wir haben einen grossen Anstieg an Jugendlichen, die sich melden wegen Suizidgedanken und auch wegen Ritzen. Das hat sehr zugenommen in den letzten 2 Jahren. Seit Corona hat sich vieles bei uns verändert. Einerseits einmal sind wir im Homeoffice und dann merken wir auch, dass wir sehr viel mehr Beratungen haben seit der Pandemie. Also die Zahlen haben sich etwa verdoppelt. Wir haben alle jetzt in den letzten 2 Jahren mehr geschafft, als wir eigentlich angestellt sind. Und das merkt man natürlich manchmal auch. Es kann auch anstrengend sein, so eine Zeit. Und wir haben aber jetzt auch zum Glück ein bisschen mehr Pensen zur Verfügung. Und wir wären aber natürlich immer noch froh, wenn wir mehr Ressourcen hätten und noch mehr Jugendliche könnten beraten jetzt in dieser schweren Zeit. Durch Corona sind wirklich die schweren Probleme mehr geworden. Das merken wir und das sieht man auch in unserer Statistik. Also, wir haben einen grossen Anstieg an Jugendlichen, die sich melden wegen Suizidgedanken und auch wegen Ritzen. Das hat sehr zugenommen in den letzten 2 Jahren. Ich habe das Gefühl, die Pandemie die hat noch eins oben drauf gelegt. Das heisst, die Jugendlichen, die es vorher noch so geschafft haben, für die ist es jetzt einfach noch schwieriger geworden. Und was auch ganz denke ich, wichtig ist, dass die Jugendlichen, die vorher schon Probleme hatten, durch Corona es jetzt wie fast nicht mehr auf die Reihe bekommen. Also es kann wie auch einmal zu viel werden. Und ich glaube, das merken wir Erwachsenen manchmal auch. Es ist tatsächlich so, dass wir nicht immer alle Anrufe bedienen können. Und das ist für uns leider auch nicht immer einfach. Das heisst, wir sehen dann in unserem Telefonsystem, es ist jemand in der Warteschlaufe. Ich habe aber zum Beispiel gerade schon ein herausforderndes Gespräch mit jemandem. Und dann muss man das wie auch ein bisschen aushalten. Und es tut uns vor allem auch für die Jugendlichen natürlich leid, die dann warten müssen. Es gibt immer noch Telefonstreich. Was wir aber spannenderweise gemerkt haben, ist, dass seit der Pandemie die abgenommen haben. Ich glaube, es liegt auch ein bisschen daran, dass wir einfach jetzt auch sehr präsent sind bei den Jugendlichen und sie glaube auch ein bisschen mehr das Bewusstsein haben, dass es uns wirklich braucht und es nicht so toll ist, wenn man uns blockiert mit Pizza bestellen zum Beispiel oder sonstige Streiche, weil dann müssen eben andere warten und das ist nicht so lässig. Das ist mein Herzensjob, ich mache das mega gerne und mein grosses Anliegen ist wirklich, dass alle Jugendlichen und jungen Erwachsenen wissen, dass sie mit uns in Verbindung kommen dürfen, wenn sie etwas beschäftigt, wenn sie etwas blockt und auch so ein bisschen die Angst nehmen, dass das Problem vielleicht nicht groß genug ist. Also man darf sich wirklich mit allem bei uns melden, was einem gerade beschäftigt.